Eine Geheimtür? Ist das schon die Grabkammer von unserem Pharao? Da ist das Buch der Toten. Guck, nichts. Besser Fred nimmt ihn. Er hat das Teledingens. Ach so, der Fred, also der Clever. Hoffentlich hast du recht. Halt dich fest. Es geht los. Gute Arbeit, Fred. Egal, drück den Knopf auf Bakterius Kiste und lass uns nach Hause zurückkehren. Ist gut. Und? Sag nicht, dass das Ding wieder kaputt ist. Ich weiß nicht, Jeff. Irgendwas stimmt da nicht. Was? Was ist denn los? Ich weiß es nicht. Laut dem Gerät sollten wir wieder im Hauptquartier sein. Trotzdem stecken wir immer noch in der Pyramide. Merkwürdig. Wahrscheinlich ist das Teledingens verrückt geworden. Man darf den Erfindungen von Dr. Bakterius einfach nicht mehr trauen als dem Hans Wurst selber. Komm, wir suchen einen Weg hier raus. Sowas? Ich versuche es nochmal. Aber was ist denn das? Sieht aus wie unser Hauptquartier. Wir sind wieder in der TIA. Dann hat das Gerät von Bakterius also doch richtig angezeigt. Das Ganze kommt mir irgendwie surreal vor, Fred. Wie sind wir bloß hierher gekommen? Was ist denn da los? Da stehen ein paar Kuttenträger Schlange. Die sehen irgendwie merkwürdig aus. Besser, wenn sie uns nicht sehen. Aber nur für den Fall. Halte dich bitte zurück, Fred. Ich halte mich total zurück. Auf alle Fälle. Völlig. Ah, endlich sind Sie da. Was ist geschehen? Wir sind mit der Pyramide und allem hierher gekommen. Es ist eine Katastrophe. Eine Riesenkatastrophe. Eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Was für eine Type. Kann der nichts anderes sagen? Ich konnte das Teledingens reparieren, während Sie Ihren Auftrag erfüllten. Das war auch kaum zu übersehen. Wir waren in Ägypten und haben das Buch der Toten beschafft. Genau zur richtigen Zeit. Wir müssen Imhotep aufhalten, bevor es zu spät ist. Es scheint, dass die Priester des Imhotep unsere Sicherheitssysteme umgangen haben und heute früh in die TIA und in Dr. Bakterius Labor eingedrungen sind. Imhotep benötigt seine Pyramide, um das Ritual durchzuführen. Deswegen hat er sie einfach mit dem Teledingens hergebeamt. Jetzt kapiere ich. Imhotep hat uns auch mitgebracht, weil wir in der Pyramide waren. Deswegen sind wir direkt hierher gekommen. Und wer sind diese Priester? Im Laufe der Wochen, die sie unterwegs waren, hat Imhotep eine Sekte gegründet und einige Leute missioniert. Ich habe es immer gewusst. Verrückte gibt es überall. Wochen? Sind wir so lange in der Kinowelt herumgereist? Aber ja, wenn man durch den Zelluloid-temporalen Raum reist, bekommt man einen schrecklichen Jetlag. Mag sein. Wichtig ist aber nur, dass diese Spinner die TIA unter Kontrolle haben. Sie haben alle Sicherheitstüren geschlossen und man kann weder rein noch raus. Glücklicherweise wissen sie weder von unseren Geheimtüren, noch dass wir hier sind. Und wo steckt Imhotep momentan? Er ist wohl im Inneren der Pyramide, um das Ritual durchzuführen. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden den Kerl stoppen. Wir müssen nur das Buch der Toten gegen ihn verwenden, oder? Davon gehen wir aus. Dann geht's jetzt los. So, also wir sind wieder in der normalen Welt zurückgekommen. So, dann reden wir erst einmal mit Mr. L. Ich darf keine Zeit mehr verlieren. Imhotep muss aufgehalten werden. Ach so, selbstverständlich. Ich darf keine Zeit... Können wir uns denn das Buch der Toten anschauen? Ich sehe es. Und ich bin nicht gerade von den Socken. Ach so. So, wo müssen wir denn jetzt hingehen? Der Gullideckel. Pfui, stinkt der. Was für ein Gestank. Ach so, da können wir... Oh weh, das sind Streichhölzer. Die können wir mitnehmen. Nichts Interessantes. Finsternis. Was gibt's denn in der Finsternis? So. Und nun? Bestimmt gibt's wieder irgendwas in der Finsternis. Genau wie in dem Dinosaurier. Da haben wir auch ewig rumgesucht. Von der Form her würde ich
Auf eine Fackel tippen. Sie brennt aber nicht. Eine Fackel, aber die brennt jetzt gleich. Endlich Licht hier in der Bude. Und da haben wir, wieso passend, Dynamit. Endlich Licht. Schade. Ich habe den Schlüssel nicht. Keine Chance. Abgeschlossen. Können wir denn mit dem Dynamit was machen? Mit Gewalt geht alles. Genau. So, dann brauchen wir wieder Feuer. Lunte angezündet. Besser, ich entferne mich. Endlich! Frei wie ein... Ach nee, ich war ja gar nicht eingesperrt. Ja, jetzt können wir da einnehmen. Schön, aber was soll ich damit? Besser, ich rufe Jeff. Ich gehe da nicht alleine rein. Also, wenn wir durch diese Tür schreiten, treffen wir vielleicht auf Impotes Sekte. Wir müssen besonders umsichtig vorgehen. Umsichtig, wie? Hier sieht man überhaupt nichts. Alles ist dunkel. Aber du bist ein mutiger Agent, stark und kühn, nichts kann dich aufhalten. Deswegen gehst du auch voran. Ja, ja, immer dasselbe Lied. Ich gehe voran und wenn Gefahr droht, läufst du weg. Könnte ja auch mal andersrum sein. Ja, jetzt haben wir wieder im Hauptquartier. So, haben wir denn da herin irgendwas? Vielleicht sollte man mal speichern, zur Sicherheit. Man weiß dann nicht, was passiert. Als nächstes. So, da herin glaube ich haben wir nichts mehr. Jetzt gehen wir mal da aussehen. So, Ophelia ist auch noch mal da. So, da ist das Teledings. Können wir denn damit irgendwas machen? Wählen Sie durch Anklicken Teledings. Jetzt wenn wir irgendwas drucken, was passiert dann? Das klappt nicht. Das soll eine Pyramide sein? Sieht eher aus wie der einfache Tempel von Abu. Jetzt haben wir den Typen herzaubert. Hören Sie von Glower. Sie hier? Verdächtig, verdächtig. Wir brauchen Ihre Hilfe. Impote ist hier und wir müssen ihn vernichten. Sie sind dran. Womit kann ich helfen? Vielleicht könnten Sie sich von hinten an ihn heranschleichen und ihn festhalten, während wir ihn von vorne K.O. schlagen? Ich? Im Clinch mit Impote? Jetzt aber mal im Ernst. Wissen Sie, mein Rheuma. Ja, ich verstehe schon. Außerdem habe ich Ihnen noch gar nicht die Prophezeiung des Anubis-Papyrus vorgetragen. Willst du Impote überwinden, lass zuerst von Glower verschwinden. Ja, müssen wir denn jetzt Der ist an die große Plattform an. Das soll eine Pyramide... Ach so, geht nicht mehr? Nada. Geht. Das soll eine Hä? Können wir da jetzt... Das soll eine... Ja. Ich glaube, da können wir nicht weiter. Was gibt's denn am WC? Nix wie immer. So, wir waren ja da hinten bei dem Durchgang. Oder Moment einmal. Jetzt wenn wir eben da das Bier gezogen. Können Sie mir sagen, wie man das hier liest?
Oh, das Buch der Toten. Sie haben es geschafft. Das sollte ein leichtes sein. Der Spruch, um Impoté zu vernichten, lautet Tuela. Vatibe, vatibe, apis vatibe. Könnten Sie das bitte wiederholen? Aber gerne. Tuela, vatibe, vatibe, apis vatibe. Vielen Dank auch. Sie haben mir einen großen Gefallen getan. Also dann, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Okay, ich hoffe, wir haben uns den Spruch gemerkt. Also jetzt weiß ich noch. So, können wir denn mit den Jüngeren? Er ist der Letzte in der Schlange. Hi, wie geht's? Warum steht ihr hier Schlange? Das war gut. Du weißt schon, du gehörst doch zu unserer Geheimorganisation, oder? Aber wenn ich es mir so recht überlege, habe ich dich hier noch nie gesehen. Zur Sekte? Aber natürlich bin ich Mitglied. In der Tat hat meine ganze Familie einen Sektenausweis. Wir machen sonst gar nichts, außer Sektenmitglieder zu sein. Und mein Kumpel auch. Um ehrlich zu sein, bin ich derjenige, der dich hier noch nie gesehen hat. Hast du dich vielleicht eingeschleust? Natürlich nicht. Ich war einer der Ersten, die Impoté auserwählt hat, um Mitglied dieser glorreichen Sekte zu werden. Tut mir leid, dass ich mich geirrt habe. Verzeih mir. Ach, macht nichts. Vielleicht hast du mich nicht erkannt, weil ich meinen Look verändert habe. Klar, das kann sein. Bist du nicht der Bruder des Apothekers? Wenn ja, schuldest du mir noch einen Haufen Geld und eine gute Erklärung. Aber nein, der bin ich sicher nicht. Auf keinen Fall. Was war denn? Dieser Verräter hat uns wegen einer verheirateten Frau verlassen und auch noch einen Teil der Schätze unserer Arche mitgenommen. Na, hoffentlich war es die alte wert. Warte mal, wie redest du eigentlich von meiner Frau? Oha, entschuldige, ich meinte die Arche. Um ehrlich zu sein, hat er mir damit sogar einen Gefallen getan. Aber die Sache mit dem Gold... Kopf hoch, Bruder, mach dir keine Sorgen. Früher oder später wird es wieder auftauchen. Das hoffe ich inbrünstig. Ach, bevor ich es vergesse, ich heiße Müller, aber in der Sekte nenne ich mich Bruder Sechseck. Gut, Sechseck. Könntest du mir jetzt bitte verraten, wozu diese Schlange dient? Ich konnte zur letzten Versammlung nicht kommen und... Wir stehen hier Schlange, um an der Zeremonie teilzunehmen, in der wir unseren Gott Apis rufen werden. Impoté ist auf dem Altar, und wenn er den Gott ruft, dürfen wir reingehen und unsere Gaben präsentieren. Danach wird der Skarabäus alles zerstören, und die Welt wird nur noch dem auserwählten Impoté, sowie uns, seinen Dienern, gehören. Das hört sich ja prima an. Aber, kann man nicht vorher reingehen und zusehen, wie er den Gott ruft? Nein. Nein? War ja klar. Nein, das wäre ein Sakrileg. Wir müssen warten, bis der große Apis unter uns weilt und dann, bis wir an der Reihe sind. Hast du die neuen Vorschriften schon mitgekriegt? Neue Vorschriften? Wovon redest du? Hast du denn den Rundbrief nicht bekommen, Bruder? Sieht so aus, als ob unser großer ägyptischer Führer die Moral unserer Gemeinschaft verbessern will, indem er ein paar neue Vorschriften erlassen hat. Ehrlich? Davon habe ich überhaupt noch nichts gehört. Dürfte ich erfahren, was für Vorschriften das sein sollen? Du sollst am Tag kein Wasser trinken und in der Nacht nichts essen. Aber das ist doch nichts Neues. Tatsächlich nicht? Aber nein, du bist wirklich nicht auf dem neuesten Stand. Was für weitere neue Vorschriften soll es denn noch geben? Du sollst dem Meister die Hälfte all deines Verdienstes abtreten. Sieh mal an. Das ist wirklich neu. Früher mussten wir alles abgeben. Ist er nicht gut zu uns? Warte, ich war noch nicht fertig. Und die andere Hälfte sollst du abgeben an die kahlen, bebrillten Brüder, die es brauchen. Das hört sich irgendwie merkwürdig an. Findest du nicht? Ja schon, ganz deiner Meinung. Aber so steht es geschrieben. Und? Brauchst du nun etwas? Klar, Bruder, wenn du so fragst. Seit ich für die den Meister arbeite, bin ich etwas knapp bei Kasse und Mach dir keine Sorgen. Wenn das Ritual beendet und die Welt endlich unser ist, überweise ich dir gleich 10 Millionen Euro. Zufrieden? Super! Aber was ist denn mit heute? Hast du nicht wenigstens ein bisschen Kleingeld für mich? Ich will ja nicht aufdringlich erscheinen, aber der Meister sagt... Sei geduldig, Bruder, sei geduldig. Sonst noch irgendwelche neuen Vorschriften?
Ja, haben wir denn sonst noch welche? Also Vorschriften? Oh ja, da soll man... Was nehmen wir denn? Hat das irgendeinen Einfluss? Du sollst keine Bluttransfusion von einer Kuh, einem Schwein, Jeff Smart oder irgendeinem anderen Mastvieh bekommen. Das klingt ja wunderbar. Und als letztes? Du sollst Don Quixote lesen und die 10 Gebote sehen, während du die Vorschriften durch ein Fenster aufsagst, welches nach Norden zeigt. Großartig. Ich werde mich nach dem Ritual beeilen müssen, wenn ich alle Regeln befolgen will. Ich danke dir. Hehe, dafür sind wir da. Tut mir leid, ich komme zu spät zu meiner Nasenbeschneidung. Dann bis bald. Und mach es gut. Danke. Okay, kennen wir denn da eine? Wahrscheinlich nicht. Stell dich hinten an. Stell dich hinten in der Schlange an. Ja, ist ja gut. Können wir denn die Kauschlung? Völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Wie schaut's denn mit dem Buch der Toten Nichts. aus? Das klappt nicht. Ja, wie können wir denn... Da eine, da hinten hätten wir eine Tür. Besser, ich rufe Jeff. Ich gehe da nicht alleine rein. Ach so, Jeff brauchen wir auch noch. Der ist noch omat. Dann schickt man mal Obi und gehen gemeinsam da rein. So, gehen wir mal da hinten. Und dann schauen wir mal, dass wir da reinkommen. Komm, Jeff. Gehen wir hier hinein. Ra-Amon-Tue, Apis-Wa. Im Namen Amon-Ras rufen wir dich, o Apis. Va-Ya-Tue, erwache und komme zu uns. La-Tue, zu uns. Lia-Tue, La-Tue, La-Tue. Sieh mal, Jeff. Er da muss Impote sein. Was, Eindringlinge? Wie könnt ihr es wagen, das Ritual zu Ehren des großen Skarabäus Gottes Apis zu unterbrechen? Los, Fred, halten wir ihn auf! Zu spät. Der große Gott Apis ist gekommen. Jeff, was sollen wir jetzt machen? Das Buch, du Einfallspinsel! Wir müssen das Buch der Toten benutzen! So, wir müssen das Buch der Toten verwenden. Da ist der Impote und Apis. So, heute Spiri hat der Smart, nicht der Smart, der Clever. Mama mia, hoffentlich komme ich hier raus. Oh weia, wie war denn das nochmal? War das, was war denn das nochmal? Tuelat Fatibe? Ich glaube, das war das, oder? Tuela, Vatibe, Vatibe, Apis, Vatibe. Nein! Hilfe! Nicht! Ah, nein! Nein! Wow! Hast du das gerade gesehen, Fred? Und ob? Mr. L wird wieder toben. Gut gemacht, Leute. Sie haben es geschafft. Dank Ihnen ist hier wieder alles beim Alten. Danke, Mr. L. Es war uns ein Vergnügen. Und was soll aus Bakterius Geniestreich werden? Die Organisation hat Dr. Bakterius gebeten, das Teledingens zu zerstören. Es ist viel zu gefährlich. Aber wenn ich Sie recht verstanden habe, würden Sie es gerne weiterverwenden. Sie hatten bestimmt tolle Erlebnisse, oder? All die berühmten Stars.
Die exotischen Schauplätze und spannenden Effekte müssen doch einen Mordsspaß gemacht haben. Mordspaß? Mordspaß! Sind Sie sicher, dass Sie hier in der Gegend sind? Na, Bugtorpedos klar machen. Ich habe das Gefühl, dass sie sich ganz in der Nähe aufhalten. Ei, ei, Mr. L. Glaubst du wirklich, dass sie uns nicht finden werden? Mein Rheuma macht mir zu schaffen. Die Feuchtigkeit ist Gift dafür. Halt den Mund, du Blödmann! Ja, Leute, das war's mit Clever and Smart, a Movie Adventure. Jetzt gibt's schon noch einen Abspann. Ja, und ich verabschiede mich schon mal. Und hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuschauen. Und es war einigermaßen spannend. Ja, ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt. Da muss ich noch schauen, was wir aufnehmen könnten. Auf jeden Fall sage ich somit Servus. Pero las chicas pasaban de mí, tan solo por aquello que me salía del cuello. 2 tornillos, Dios mío, qué horror. Estaba cabreado y le dije al doctor, doctor, que me quite los tornillos, doctor, o me marcho del castillo, doctor. Haga el favor, doctor, yo se lo pido, doctor Frankenstein, me haga el favor de quitarme los tornillos, por Dios, hombre, por Dios. Los vampiros se ríen de mí, dice el hombre lobo que parezco bobo. Me dijeron